Ja, natürlich fange ich zuerst mal mit einer Quizfrage an über die Bibel. Das darf natürlich nicht fehlen. Das Leben von David, ich denke, da kennen alle, oder? Oder alle haben auch den Eindruck, mal, weiss ich ein bisschen, oder? Jetzt ist die Frage, kennt ihr da im Umfeld von David jemanden, der mit dem David zusammen war, der ihm wirklich loyal war, das ganze Zeit lang ihm geholfen hat und trotzdem immer wieder sein eigenes Ding gedrüllt hat? Aha. Der Jonathan, er hat nicht sein eigenes Ding gedrüllt. Gut, er hat seinen eigenen Weg ist er gegangen mit dem Vater. Er war sehr loyal gewesen. Aber Jonathan ist sicher eine gute Antwort. Aber gibt noch jemand anderes. Jemand, der ihn dann begleitet hat, als er König war. Joab. Hey, wow, gut. 100 Punkte. He? Also, der Joab. Genau. Und zwar möchte ich euch einfach ein paar Sachen heute Morgen mitgeben. Das ist ja das Thema. Sehr komplex. Und es ist immer so, oder? Man steht dann da vorne, man ist ein Prediger und sagt, okay, also ich predige jetzt auch für mich. Oder? Weil ich meine, ich will jetzt auch nicht erklären, wie viel Egoist ich bin, das lassen wir jetzt lieber. Also, ja, der Joab, das ist wirklich ganz spannende Persönlichkeit. Nämlich genau der Frühling haben wir nämlich das als Thema gehabt, David, das Leben von David. Und da ist mir der Joab wieder einmal mehr aufgefallen. Als ganz spezielle, spannende Persönlichkeit. Der Joab war ja verwandt, oder? Er war der Neffe von David. Er wird auch immer genannt, oder, als Sohn von der Zeruja. Und Zeruja wird erklärt, das ist eine Schwester von David. Übrigens heißt Joab, Jahwe, also Gott, ist Vater, oder von Abba abgekürzt. Ein ganz schöner Name, wirklich ein wunderbarer Name. Wenn wir die Bibel anschauen, dann haben wir manchmal so Erzählungen, ich denke da an die Josefs-Erzählung, ich denke an die Erzählung von der Ruth oder Esther. Wir nennen die Erzählungen auch Novellen. Vielleicht haben Sie auch schon Novellen gelesen. Und das sind die Charaktere, die dort vorkommen, sehr einseitig erklärt oder erzählt. Und entweder ist sie noch ganz positiv dargestellt, oder sie ist wirklich sehr negativ dargestellt. Oder? Ich meine, von einem Haman zum Beispiel, im Buch Esther, wird nichts Gutes erzählt. Oder? Aber ich bin sicher, der hat auch seine Qualitäten gehabt, noch andere, oder? Wie jeder Mensch. Aber in den Büchern, die wir jetzt unter den Geschichtsbüchern haben, wie eben Samuel-Bücher, Königsbücher, da werden die Charaktere, ich sage dem, komplex dargestellt. Man sieht dann so verschiedene Aspekte. Positive, aber eben auch negative. Und so ist es auch bei dem Joab. Ganz spannend. Er war ihm wirklich loyal gewesen. Er hat für ihn gekämpft. Ist ihm zur Seite gestanden, wo der Absalom, sein Sohn, einen Aufstand gemacht hat. Ist ihm treu gewesen. Aber der Joab, der war ehrgeizig gewesen. Ich lese euch eine Passage vor, 1. Chronik, Kapitel 11. Denn David sprach, wer die Jebusiter, das sind übrigens Bewohner von Jerusalem, oder? Jerusalem damals war noch voll in der Hand der Jebusiter. Also die Israeliten haben das nie erobert gehabt. Also, wer die Jebusiter zuerst schlägt, der soll Haupt und Oberster sein. Wer ist da losgegangen? Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann, Heerführer. Und wir werden sehen, das ist da, wo er wollte. Seine Karriere, er wollte Heerführer sein. Der König ist nicht in Frage gekommen, das war klar. Das hat er akzeptiert, aber gerade unter dem König der Heerführer. Das hat er wollen. Da war sein Ehrgeiz. Nun ist die Frage Ehrgeiz. Was ist denn das überhaupt? Und natürlich, wer gibt uns Antwort? Wikipedia, oder? Ist klar. Unter Ehrgeiz, auch Ambition oder Eifer, versteht man das im Charakter verankerte Streben eines Menschen nach persönlichen Zielen, wie
Leistung, Erfolg, Anerkennung, Einfluss, Führung, Wissen, Macht. Anders als Engagement, jetzt wird da verglichen, anders als Engagement ist Ehrgeiz eher auf den eigenen Nutzen als auf altruistische, eben gemeinnützige, den anderen suchenden Ziele ausgerichtet. Spannende Definition von Wikipedia. Da habe ich gedacht, ich muss noch jemanden aus der Geschichte bemühen. Und da habe ich gedacht, wer besser als der Martin Luther, oder? Ich meine, den kennen ihr ja alle auch. Und auch für seine spitze Zunge, oder beziehungsweise Federn. Und er hat zum Beispiel geschrieben, das ist ganz spannend, eben die größte Sünde überhaupt, ein subtiles Gift, eine Seuche, so hat er das benannt. Denn wenn der Mensch die eigene Ehre sucht, und um das geht es genau, der Ehrgeiz, oder? Die eigene Ehre sucht, diene er erstens nicht, wie das Evangelium dies lehrt, seinem Nächsten. Und Luther hält deshalb den Ehrgeiz für die zentrale Ursache für alles Unglücks und Unfriedens der Welt. Zweitens, schlimmer noch, beraube der ehrsüchtige Mensch die Ehre Gottes. Spannende Erkenntnis, die da Luther hatte. Nun, ich führe euch jetzt einfach exemplarisch, ich kann nicht das ganze Leben vom Joab durchführen, sonst sind sie nicht mehr zufrieden mit mir. Dann sind wir irgendwann am späteren Nachmittag dann vielleicht fertig, aber das ist nicht ganz das Ziel. Also deshalb habe ich dann gedacht, ich nehme jetzt einfach so 3 Episoden raus und anhand von denen versuchen wir einfach ein bisschen auf die Spur zu kommen, ein paar Impulse mitzugeben. Ich kann das nicht umfassend machen, oder? Ist wie immer, oder? Wir geben einfach ein paar Impulse mit und mein Gebet ist immer auch, dass der Geist Gottes wie uns kann treffen kann. Oder man kann sagen, oh, das ist für mich, da kann ich etwas mitnehmen. Die erste Episode, beziehungsweise das erste, wo man da findet. Der Abner, er war ein Heerführer unter dem Saul. Und was dann so wie war, wo eben der Saul gestorben ist im Kampf, dann hat der Abner immer noch auch sein eigenes Ding gedrüllt und es ist zum Kampf gekommen zwischen dem David, 2 Stämme, Juda und Benjamin, und auf der anderen Seite die anderen 10 Stämme. Und dann irgendwann hat Abner gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Ich gehe jetzt doch besser zum David. Und Abner war wieder Joab. Der hätte auch der Erste sein. Und darum ist er zu ihm gegangen. Er hat gesagt, hey, mach Frieden, ich bringe dir alle 10 Stämme. David hat gesagt, ist gut, machen wir Frieden. Wo der Joab dann gerade gekommen ist und da gehört hat, dann hat es ihn gerade verjagt. Er sagt, spinnst du eigentlich, David? Das geht doch nicht. Und dann hat er gedacht, den Abner, den muss ich zum Weg ausräumen. Wenn das funktioniert, oder, dann bin ich an zweiter Stelle. Oder? Der Abner hat natürlich mehr Erfahrung gehabt, war älter gewesen, und darum hat er ihn zurückgerufen. Der Abner ist schon wieder weggegangen, hat ihn zurückgerufen. Ja, ich habe noch etwas Wichtiges zu sagen. Und hätten dann wirklich hinterrücks einfach ermordet. Also wirklich ganz fies. Und der David hat sich von dem auch distanziert, aber irgendwie hat er wie zu wenig Macht gehabt gegenüber den Kindern da von der Zeruja, hat man so gesagt, um da durchzugreifen. Er hat dann das später wiederholt. Mit dem Amasa, ich will da nicht in die Details gehen, aber einfach der Umstand. Es kommt ein Konkurrent, wo jetzt genau dieses Ding irgendwie in Gefahr bringt. Und jetzt ist er bereit, alles zu machen, um den zum Weg auszuräumen. Und da müssen wir uns tatsächlich einmal die Frage gefallen lassen, was ist eigentlich in meinem Leben das Wichtigste? Was ist mein Gott in meinem Leben? Oder ich meine, wenn wir da am Sonntagmorgen da sind, so schöne Lieder singen, inspirierende Lieder,
und unser Herz einfach auch froh ist und wirklich sagt, wow, Gott ist das Wichtigste. Wie ist es morgen? Wie ist es unter der Woche? Was ist wirklich mein Wichtigste? Ist es mein Haus? Ist es meine Karriere? Ist es irgendwo im Rampenlicht sein? Oder was ist das? Und das ist manchmal so ganz subtil in uns hinein. Manchmal, wenn man das auch gerne so wirklich sehen. Manchmal ist es eben gut, wenn man jemanden hat, wo man vertrauen kann, wo man austauschen kann. Dann kann man sagen, du, wie siehst du mich eigentlich? Was hast du so für einen Eindruck? Und das kann dann wirklich hilfreich sein. Also einfach die Frage, was ist wirklich mein Gott? Ist es wirklich Gott? Ist wirklich Jesus Christus mein Ein und Alles? Oder gibt es doch noch etwas, wo ich dann immer wieder mal darüber stelle? Wenn nämlich etwas anderes an erster Stelle ist, dann werde ich genau auch so reagieren, wie der Joab. Gut, ich werde jetzt nicht das Messer führen, nehme ich jetzt mal an, und dazu stechen. Aber, ist noch ganz spannend. Ich lese euch noch etwas vor vom Jakobus. Ja, kennen wir alle, Jakobus. Jakobusbrief, der Bruder des Herrn. Ja. Er schreibt nämlich in Kapitel 3, die Zunge, und damit meint er natürlich das, was wir eben sagen, oder? Ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand. Ja, muss man mal vorstellen. Und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Also, der Jakobus warnt und sagt, passet auf. Da, was wir sagen, hat eine Auswirkung. Und klar, wir sind alles Christen. Oder? Das machen wir natürlich nicht. Oder? Wir tun das ein bisschen anders machen. Wir gehen zum Nächsten und sagen, hey, hast du gehört? Hast du das mal gesehen? Hast du das mal beobachtet? Also gut, ich meine, wir haben schon sicher das Gute gesehen. Nimm es mal mit als Gebetsanliegen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr ausgeschlossen sind davon. Vielleicht gibt es das da nicht. Gell? Das ist jetzt vielleicht eine Unterstellung, ganz eine bösartige Unterstellung. Aber verstehen Sie, was ich meine? Oder? Manchmal ist man einfach so ganz subtil und wenn man es mal wirklich analysiert, ist es echt total gemein. Anstatt dass ich zum anderen gehe, wenn ich ein Problem habe und mit ihm rede, bringe ich Gebetsanliegen zu irgendjemand anderem. Aber eigentlich mit dem Ziel, ich will, dass der ja nicht irgendwie in der Anerkennung so wächst, dass das, was ich jetzt mache, gefördert ist. Einfach als Gedankenanstoß. Aber natürlich, die Frage ist, die wichtigste Frage, und das ist ja genau der Titel auch von dem, wie könnten wir von unserem Ego da befreit werden? Wie geht denn das? Oder? Weil manchmal ist ja tatsächlich die Erkenntnis da, oder? Dass wir eine Selbsterkenntnis haben. Das gibt es ja ab und zu. Oder? Und dann ist aber auch das Problem, dass man sagt, ja, aber woher kommt denn jetzt Kraft? Woher kommt Veränderung in mir hin, dass ich genau das eben nicht will und nicht mache? Oder? Das ist doch das Grosse. Und das Allererste, und das ist eigentlich das Einmaleins, oder? Ist einfach die Frage, bist du wiedergeboren? Manchmal muss man einfach so direkt fragen, oder? Bist du wiedergeboren? Hast du neues Leben? Ich kenne jetzt einige von euch, da tue ich jetzt mal aufgrund von dem, was ich mit ihnen schon erlebt habe, das vermuten und annehmen. Die anderen kenne ich nicht. Erlauben wir einfach die Frage an euch heute Morgen. Und wenn jetzt jemand da ist, wo wir sagen, hey, man fragt jetzt nicht auf komische Sachen oder da wiedergeboren, dann wäre es absolut Zeit, nachher ein Appointment abzumachen, oder, mit den Pastoren oder wer auch immer, und mal darüber zu reden. Weil Jesus hat klar Nikodemus gesagt, oder, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er nicht ins Reich Gottes eintreten. Das ist der Anfang. Ohne das können wir gerade vergessen. Wir können nicht so, wie wir sind, uns verbessern mit guten Techniken, können wir gerade vergessen.
Wir müssen von neuem geboren sein, wir müssen den Geist Gottes in uns haben. Und ohne da sind wir nicht in der Lage, sind wir nicht fähig, überhaupt eine Veränderung anzubringen. Also, Ausgangslage ist da. Und dann aber müssen wir bereit sein, uns wirklich auch verändern zu lassen. Das ist nämlich, ich sage immer, das ist das Geheimnis. Oder? Du und ich, wir müssen nicht uns selber verändern. Aber wir machen Entscheidungen und dann sagen wir, Herr, jetzt will ich, dass du mich veränderst. Ich will bereit sein, mich verändern zu lassen. Ja, diese Bereitschaft, die muss da sein. Und der Geist Gottes ist eben der göttliche Geist, der ja alles kann. Und der Galaterbrief sagt, dann gibt es auf einmal eine Frucht davon. Eben Liebe, Freude. Unter anderem eben Langmut, Friede. Der Friede ist immer ein bisschen mehr. Mir gefällt das sehr gut, das hebräische Wort für Frieden, oder? Da kennen das sicher alle. Shalom, genau. Und Shalom ist eben mehr als nur einfach die Absenz von Streit. Shalom sucht das Gute vom anderen und es gibt ein gutes Miteinander, ein positives Miteinander und es gibt wirklich etwas, wo man für den anderen da ist, der andere aufbaut. Wenn ich jemandem Frieden wünsche und im Frieden lebe, dann hilfe ich ihm, dass der andere zu seinem Potenzial kommt. Und genau das ist der Punkt. Also, erster Impuls für alle die jetzt dann unsicher sind, ja, habe ich denn überhaupt ein neues Leben? Dann ist dann ganz dringend etwas dran. Und wir, die unterwegs sind, wissen, ich habe die Entscheidung gemacht, ich habe Jesus in mein Leben aufgeregt, ganz bewusst gesagt, Herr, da bin ich kann überhaupt nichts bringen, ich nehme das alles an. Und da die Bereitschaft zu sagen, Herr, ich möchte die Früchte vom Galater 5, ich möchte, dass du die in mir bewirken kannst. Wie das genau so gehen, weiß ich auch nicht. Oder? Das ist manchmal so ganz schwierig. Das müssen wir auch gerne nicht verstehen. Oder? Weil wir Verstandesmenschen, ich bin natürlich ein fürchterlicher Verstandesmensch. Oder? Das ist, alles muss logisch sein und so. Und da muss ich sagen, da muss ich auch nicht gerne alles verstehen. Wichtig ist, dass Gott kann das bewirken. Oder die Liebe, die Freude, eben der Friede. Langmut heisst ja viel Geduld mit dem Nächsten. Da kann ich mich fragen, habe ich das? Bin ich geduldig? Oder bin ich nach dem zweiten Mal schon auf der Decke oben, wo man es abholen muss? Oder? Das sind die Sachen, die wir dann im Gebet hineinbringen. Wir gehen weiter zur nächsten Episode. Das kennen alle. Also, wenn irgendjemand vom David gehört hat, dann kennt er die Geschichte mit dem Uria. Oder? Bathseba und Uria. Das ist einfach allbekannt. Nun, jetzt beleuchte ich eher die Rolle von Joab in dem Ganzen. Die Rolle von David, die ist schon x-mal beleuchtet worden. Die Rolle von der Bathseba habe ich mich einmal gewagt, den Sommer zu beleuchten. Da habe ich dann nachher Schläge bekommen. Und jetzt tue ich die Rolle von Joab ein bisschen beleuchten. Und das ist noch interessant. Oder der arme Uria, wo ja wirklich, man muss sich immer vorstellen, der Uria war einer der Helden. Es gibt Listen, ein bisschen mehr als 30 Helden. Die sind First Class gewesen. Also wirklich, in diesen Tausenden von Kriegern, Crème de la Crème, oder? Hey, von Tausenden, 30, die da erwähnt sind. Und da wird der Uria erwähnt. Er hat in der nächsten Nähe vom Palast gelebt. Das war nicht ein Niemand gewesen. Und die Frau Bathseba war dann erst noch die Enkelin vom höchsten Berater, vom Ahitophel, dessen Wort wie ein Wort Gottes angeschaut worden ist. Da muss man sich einfach mal bewusst sein, das war nicht ein Niemand. Das war ein Jemand. Und jetzt der arme Kerl, weil er gerade so treu war, geht mit seinem eigenen Todesurteil wieder in die Schlacht. Und jetzt schauen wir mal, was der Joab macht. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen. Joab hat das gelesen und jetzt beobachtet das Geschehen bei der Stadt. Sind da gerade am Kriegen mit den Ammonitern.
Als er herausgefunden hatte, wo die besten gegnerischen Soldaten kämpften, stellte er Uriah genau an diesen Platz. Der macht jetzt ganz genau da, was David ihm gesagt hat. Die Verteidiger der Stadt rückten aus, lieferten sich mit Joab ein Gefecht. Natürlich mit Joab direkt, sondern mit denen, die Joab eben geschickt hat. Und tot geschickt hat. Dabei fielen einige Leute, was David sagt. Also nicht nur Uriah, sondern sogar noch andere haben auch noch sterben. Ja gut, jetzt kann man sagen, ja, der Joab war halt ein bisschen ängstlich gewesen, oder? Der hat halt nicht dem David widersprechen. Aber wenn ihr mal die Geschichte ein bisschen leset, oder, dann merkt ihr, dass in bestimmten Situationen ist er dann ziemlich harsch umgegangen mit dem David. Das war dann völlig gleich gewesen, dass der König ist. Denke zum Beispiel dort, eben bei Absalom, wo Absalom gestorben ist, dann hat er eine tiefe Depression gehabt, der David. Oder? Er war doch sein Sohn gewesen. Und er hat sich dem Volk nicht zeigen. Dann ist der Joab gekommen und gesagt, du weißt was, also wenn du jetzt nicht wirklich langsam, deutsch gesagt, sag's jetzt nicht, und rausgehst, oder, zu dem Volk und dich zeigst, und du, dann ist es vorbei, oder? Dann ist es noch schlimmer, oder? Dann hast du das Volk nicht mehr hinter dir. Und er ist ihm wirklich begegnet, oder? Oder dort, wo er eine Volkszählung machen wollte, wissen wir ganz genau wann, dann hat der Joab auch gesagt, du, was willst du mit dieser Volkszählung, oder? Das ist, also er hat diskutiert mit ihm, er hat es dann nachher gemacht, aber er hat diskutiert mit ihm. Aber da redet er nicht ein einziges Wort. Er hat nicht einmal zurückgeschrieben und gesagt, du, da bist du da sicher? Also hey, gibt es nicht eine andere Lösung, oder? Ich meine, sorry. Nein, nichts. Er macht das einfach. Und für mich ist das Feigheit. Und da hat er natürlich, das Kalkül ist klar gewesen, oder? Wenn ich jetzt in dieser Situation dem David widersprich, dann überlegt sich der vielleicht, ob ich wirklich der richtige Heerführer bin, oder? Also das wird jetzt nicht gefördern, oder? Ihm war gleich, dass Ungerechtigkeit passiert. Ihm war wichtig, dass seine Karriere, sein Heerführersein nicht gefördert ist. Darum hat er gesagt, mach doch, kein Problem. Habe ich keinen Schaden, oder? Vom Gegenteil, dann habe ich so gerne etwas in der Hand, oder? Wo ich dann allenfalls David noch ein bisschen unter Druck setzen kann, wenn er dann komisch tut, oder? Und so hat er das gemacht. Ja gut, jetzt können wir sagen, ja gut, so Sachen machen wir natürlich nicht, oder? Das ist ganz klar. Aber ich will da einfach mal den Petrus in Erinnerung rufen. Petrus ist natürlich wirklich ein Held auch, oder? Im Neuen Testament. Und im Galaterbrief, mir gefällt das einfach. Da schreibt der Paulus doch im Galater 2, Vers 11. Als aber Petrus nach Antiochia kam, Antiochia ist ja vor allem eine Gemeinde, die vor allem Heiden hatte, die zum Glauben gekommen sind. Und da widerstand ich ihm, also dem Petrus, der Paulus, dem Petrus, ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Ja, was hat er denn gemacht? Bevor nämlich etliche von Jakobus, also eben von Jerusalem, wo eben Leute sind, die da sehr eng gedacht haben, also wenn da Menschen zum Glauben kommen, aus der Heide, dann müssen die zuerst einmal sich beschneiden lassen. Das geht doch nicht, oder? Das ist etwas, was Gott dem Abraham da gesagt hat, oder? Und das ist eine ewige Sache, das kann man nicht einfach so aufheben. Eben, wo die dann gekommen sind, eben da aß er mit den Heiden, oder? Das war ein riesiges Problem, oder? Die Juden haben ja hier nicht dürfen, einfach so mit den Heiden essen, das ist ja gerne gegangen. Aber das hat er gemacht, weil er in dieser Freiheit war, oder? Da hat er ja gewusst, Gott hat mir das selber gezeigt, mit dieser Vision an der dazumal, beim Cornelius. Und als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab. Der Petrus, das ist mal ein Kerl, oder? Einfach, wenn es heikel wird, oder? Und dann redet er eben, das war einfach Heuchelei gewesen. Und da ist manchmal wirklich die Frage, wenn da irgendetwas ist, was um eine Entscheidung geht von uns, wo wir überlegen, ja, lohnt sich jetzt da oder lohnt sich es nicht?
gefährde ich jetzt da irgendwie meinen Job oder meine Karriere oder weiß ich nicht was, dann denken wir nämlich schon falsch. Sobald wir so denken, fangen wir an abwägen, ja, lohnt es sich jetzt quasi fürs Richtige einzustehen oder nicht? Und genau da müssen wir grundsätzlich eben immer sagen, wenn etwas wir als richtig und wahr erkannt haben, dann müssen wir so oder so für das einstehen. Und wir leben wirklich in einer sehr spannenden Zeit, auch herausfordernden Zeit und gerade auch was die Sexualethik anbelangt. Und wenn wir da einfach auch, ich sage jetzt mal, Farbe bekennen, oder? Zur Bibel, dann sind wir sehr schnell im Schussfeld. Und genau da geht es darum. Natürlich müssen wir mit Weisheit gehen, oder? Das ist ja klar. Das ist nicht, dass wir mich falsch verstehen, oder? Wir sollen mit Weisheit sein. Jesus selber hat gesagt, einfältig wie Tauben, aber schlau wie Schlangen. Also wir sollen selbstverständlich studieren, oder? Aber für die Wahrheit einstehen. Die Wahrheit nicht kompromittieren, wie man vielleicht denkt, ja, nein, das könnte vielleicht beim Ansehen schaden oder da, sondern wirklich für die Wahrheit einstehen. Auch da wieder ist natürlich die Frage, wie soll denn das gehen? Nun, wir werden aufgefordert, uns nicht anzupassen. Römer 12 sagt das. Das heisst also, Gott appelliert da an unsere Verantwortung. Und das ist da, wo ich vorhin gesagt habe, wir lassen uns verändern durch den Geist Gottes. Aber spannend ist, es ist ein Zusammenspiel zwischen unserer Verantwortung und Gottes Wirken. Gott wird nicht automatisch einfach so dich umprogrammieren. Oder? Ich als Informatiker und insbesondere natürlich als Programmierer finde das immer faszinierend. Oder? Du kannst etwas programmieren und dann macht es genau das, was du willst. Aber Gott hat es nicht so gemacht. Er will ein Zusammenspiel. Er will mit dir zusammenarbeiten. Und dann braucht es von dir Entscheidungen. Er braucht von dir das Ja. Du musst dich immer wieder fürs Gute, fürs Wahre, fürs Richtige entscheiden. Sagen, jawohl, da will ich. Und dann wird Gott das andere machen. Oft sage ich, Herr, ich will da, aber ich habe die Kraft nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und das überlasse ich dann ihm. Da wirkt er, die transformierende Kraft vom Geist Gottes. Ich komme noch zur dritten Episode. Die ist dann am Schluss vom Leben von David und auch der Joab ist da sicherlich schon älter. Aber er hat immer noch das Heerführer sein, das ist immer noch sein Gott. Und jetzt hat er eben gehört, ja, Salomo hat Gott auserwählt, zum König zu sein. Aber der Adonia ist doch jetzt der Älteste. Nachdem der Amnon gestorben ist, umgebracht eben durch Absalom, der Absalom gestorben ist jetzt der Adonia der Älteste gewesen. Er hätte eigentlich das Anrecht auf den Thron. Aber Gott hat nicht den wählen. Er hat den Salomon auserwählt. Aber der Salomon hat den Benaja auserwählt als Heerführer. Nicht der Joab. Also Joab hätte eigentlich eine Pension, oder? Aber er hat überhaupt nicht an eine Pension gedacht. Das ist wie ich, denke nicht an eine Pension, oder? Aber versteht ihr das? Und darum hat er gedacht, ja, jetzt muss ich dem Adonia helfen, oder? Wenn der nämlich König wird, dann kann ich bleiben, oder? Als Heerführer. Und das war ihm seine Motivation gewesen. Und das ist der Punkt, er hat nicht auf Gott gehört. Und das ist auch die Frage, oder? Ich meine, hören wir, sind wir bereit, gerade die wichtige, entscheidende Frage auf Gott zu hören? Einfach zuzuhören. Zu hören, was sagst du? Und dann bereit sein, dann auch wirklich den Weg zu gehen. Auch da noch einen dritten Impuls. Wie können wir denn da vom Egoismus befreit werden? Und das ist natürlich das Wort Gottes. Hören wir wirklich auf das Wort Gottes? Ich meine, wir könnten jetzt eine Umfrage machen, also keine Angst, ich werde das nicht machen. Wie viele Minuten hast du jetzt in dieser vergangenen Woche dich mit der Bibel beschäftigt? Kann jeder für sich mal rasch überlegen, okay, wie viele Minuten sind das gewesen? Oder sind es Stunden gewesen? Oder doch eher Minuten? Also, und dann die Frage, wenn mein Leben mit Gott das Wichtigste ist. Wenn Jesus Christus wirklich das Wichtigste ist, wenn er mein Gott ist es denn richtig, wenn ich
ich sage jetzt mal, vielleicht 1% von meiner Zeit, wo ich wach bin, mich ihm widme. Das ist einfach eine Frage, oder? Wir können selber ausrechnen, wie viel 1% ist. Vielleicht kommen wir nicht einmal dort hin, vielleicht kommen wir viel weiter, das wissen wir nicht, das wollen wir auch nicht sagen. Aber es ist einfach die Frage, ist das richtig? Ich tue es manchmal auch gerne vergleichen, natürlich, wenn man in einer Ehe ist, oder? Der Ehemann sagt, ja du, also die Frau beklagt sich und sagt, du hast auch keine Zeit für mich. Ja, behalte mal, hey, 5 Minuten heute Morgen, gell? 5 Minuten jetzt heute Abend, also bitte. Ja, was würde er sagen? Ich würde euch bedanken. Und manchmal sind wir genau so, oder, mit Gott. 5 Minuten am Morgen, 5 Minuten am Abend. Wir haben das Gefühl, das langt. Geben wir doch Gott Zeit. Weil im Wort Gottes redet er. Das ist sein Liebesbrief an uns. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt doch schon einige Jahre dran und je mehr ich da mich beschäftige, umso mehr Freude macht es auch. Es ist wirklich eine Freude. Es ist nicht ein Muss. Und es ist nicht, oh nein, jetzt müssen wir die Bibel lesen. Nein, es ist eine Freude, weil es ist eine Begegnung. Und durch den Geist Gottes in uns, Hebräer 4, wird es eben lebendig. Wird das Wort Gottes lebendig. Und auf einmal fängt es an zu reden. Dann sage ich, hey, das ist genau für heute. Aber es braucht nicht nur so ein Lesen wie, ich sage jetzt mal, oder wenn man da beim Bauernhof vorbeiläuft, hat es so viele Hühner, oder? Und die gehen mal da, pick, 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 und dann mal da, pick, 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 oder? Nicht einfach so, Herr, zeig mir wo. Ah ja, da. Sondern wirklich systematisch lesen. Und dann braucht es ein bisschen Zeit, oder? Manchmal braucht es auch mal Überwindung, oder? Eben, es ist nicht immer nur pure Freude, oder? Manchmal muss man einfach sagen, mal, jetzt bleibe ich einfach dran. Manchmal fühlt man sich auch leer. Sagen, jetzt entscheide ich mich einfach. Und ich habe oft Erfahrung gemacht, dass ich vielleicht wirklich auch jetzt nicht gerade, ich hätte noch viele 100 andere Sachen gehabt. Oder? Ich bin so einer, der immer so einen ganzen Haufen Checklist mit Sachen, die man machen kann. Und ich habe gesagt, nein, jetzt nehme ich mir die Zeit. Und nachher bin ich so bereichert gewesen. Und so Freude gehabt. Oder dann kommt die Angst, oh nein, dann lange die Zeit nicht mehr. Und dort darf ich noch mit dem Luther abschliessen. Der hat gesagt, wenn ich also normalerweise nehme ich mir 2 Stunden, oder? Hat der Luther gesagt, zum Bibel lesen, beten, morgen. Jetzt, wenn ich wirklich viel zu tun habe, oder? Wenn einfach der Druck so groß ist, dann nehme ich mir 3 Stunden. Ja? Also, mit dem möchte ich da schliessen und ich habe noch ein paar Fragen, die ihr euch in aller Ruhe noch jetzt überlegen und mitnehmen könnt.